sich auf Fastelovend amüsieren. Kölle, Rio, Faste leer. Mit dem neuen Partnerschaft geht der Boss sich richtig ab. Kölle, Rio, Faste leer. Schwierigkeiten jeden Dienst, weil Rio auch links reinig steht. Samba können wir auch, egal auf den auf Decke wo. Von Süd an jeder Eck, der Köln-Marathon. Samba, Gruppe stand, auf der Trommel stand, ja! Ja! To the bell! Auf. Doch Faste leer ist weltbekannt und wir sind außer Rand und Band. Hölle, Rio, Faste leer. Viere fällt uns mäßig schwer, der Glück komme von ganz dick her. Ja, lieb Fastelovensfreunde, das ist ja wirklich ein herrlicher Schwung hier. Und dann ist das wunderbare, bunte Bild hier herrlich. Und weil ich so der Saalerin höre und so oder all die leckeren Mädchen, muss ich sagen, die Kölsche Mädchen sind wirklich die schönste und die beste von der ganzen Welt. Herrliche Wesen sind das. Alles so schön und überall alles. Oh, Verzeihung, Signore, dass ich mich einmisse. Das stimmt hundertprozentig, was ich sage. Aber nicht vergessen, die rassigste Dame von der Welt komme aus Brasil. Ja, Sie, Verzeihung, wie heißen Sie? Mein Name ist Schell. Mein Name ist Eduardo da Costa Pais. Ich bin Bürgermeister von Rio de Janeiro. Oh, ja. Das ist ein schöner Beruf, der da hat. Schön. Sie, ja, gute bezahlte Ehrenamte. Wunderbar, ja. Ja, der Mafia ist überall mittlerweile, ne? Ja, kenne ich Sie. Und was machen Sie mit dem Kölschen Fastelavend hier bei uns hier im Fringsvedel? Ah, das ist sozusagen eine Art freundhafte Besuche. Wir sind die 22. Partnerstadt von Colonia. 22, das passt ja gut, Herr Bayers. Wunderbar. 2 mal 11, das ist ja wahrhaftig ein echt Kölsch Jubiläum. Ihre Oberbürgermeister Roters und ich haben gemacht eine kleine Wette. Wo wird gefeiert beste Karneval? In Rio oder in Köln? Also, in Köln würde ich an Ihrer Stelle auch sagen, aber bevor Sie persönlich und Ihre Bürgermeister wiederkommen nach Rio, will ich hier in Köln saue mit den Augen. Und ich muss sagen, was ich bisher habe gesehen, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, dann hat unsere OB die Wette ja halt gewonnen. No, warten Sie ab. Erst wenn Sie haben gesehen, meine Delegation, Sie können ein Urteil fallen lassen. Ja. Das kehren wir dann auch fort, denn in Köln haben wir den besten Müllabfuhr von der ganzen Welt. Das kehren wir alles fort. So, es ist wieder so wie es ist endlich da, uns herrliche Fastelovenszeug. Und auch überall an den Landesspitzen sieht man lustige Präsidenten sitzen. Außer vielleicht dem großen böse Wolf, unserem Bundeswolf, ne? Ja, ist da alles nur Ablenkung von wirklich wichtigen Sachen, finde ich. Der arme Kerl, der möchte doch nur da was Zahl machen. Der kennt Lüg, die Lüg kennen, denn ihr Sommerhäuser auf Mallorca oder in Florida im Sommer leer standen. Die Flugzeuge dahin sind auch nicht immer voll. Ja, die Wolf setzen sich da rein. Wie sollen sie auch sonst nach Florida oder Mallorca kommen? Sollen sie schwimmen? Nee, da bräuchten sie doch ein buntes Schwimmboot für. Führer mit einem Adler drauf und hingen schwarz-rot-goldene Bremsstriefen.
aber so ein Boot sieht es ja nicht, also müssen Sie doch pflegen. Und dann der Kredit von 500.000 Euro von einem Schrotthändler. Jetzt sind sie all sauer. Darf ein Schrotthändler das da nicht? Das sind auch bloß Menschen. Jod, die Schrottpreise sind im Moment so hoch, dass die Bahnkabel, Kanaldeckel, U-Bahn, Spezialspunsch, ISO-Spitzpuffen mit dem Klojan nicht nachkommen, ne? Und wer schuld an unserem Archiveinsturz ist, will auch keiner mehr wissen, ja. Ist ja bald alles verjährt. So, ja, was Schluss hier mit dem politischen Köy, jetzt ganz ja anderes, uns Kölsche Sprach. In der Zeitungen stund ja so der aussterben. Also da darf ich als Kölsche Schäle fast als Präsident uns jetzt so sagen. An der Schule geben sich die Lehrer und die Kinder in Kölsch AG, ist ja die größte Mühe. Es gibt eine Kölsch Akademie, es gibt eine Kölsche Fastelovend, es wird Kölsch gesungen und überall Kölsch getrunken. Zwischen Ports, Bonn, Trost auf den Spisch, die dort Kölsche Fastelovend-Sitzungen. Von der Eifel bis in der Westerwald singen die Minenschuss volle Backe und stolze Brüste, Blackfurs und Ostermannleder. Hat Spaß und Freude und sind stolz über ihr Sprach. Und um die Jahreszeit ist auch stolz über ihr großes Volksfest, ihre Fastelovend. Jetzt sind aber auch Menschen, die das nicht mögen, ne? Die das nicht haben wollen. Die sagen nicht, das muss aufhören. Nee. Das fängt immer anders an, immer mit dem Hühnerkläuschen. Muss es denn immer unbedingt in Kölsch sein? Sagen die. Karneval, ich bitte Sie. Bis eines Tages vielleicht in der Straßenbahn oder in einer Wirtschaft Schilder hängen, wo drauf steht, bitte Hunde und kölsche Sprache draußen lassen. Ja. Ja, wir haben ja nichts gegen lügtige Kölsch sprechen, aber die sollen uns gefälligst uns Sprach wieder sprechen lassen, ne? Und uns hünk nicht, ja, bitte. Und die sollen uns hünk nicht treten. Die treten wir selber vor. So, meine lieben Leute, es gibt jetzt schönes Kölsch, Rio de Janeiro, Fastelovens Partnerschaftslied, das passiert dabei. Singen du nicht mit ein paar super Schüsse von der Copacabana? Die hat der Bürgermeister von Rio mitgebracht. Und hier im Saal, dort haben wir den Post richtig aufgeht, abspringen und mit Arm und Bein und Hängen Füße mitmachen. Tut ihr das? Ja, mit sicher viel Spaß, ne? Ich bin auch wach bei. So, Kölsch mitsingen ist bei uns hier gewollt und nicht verboten. Jetzt kriegt bei uns der wilde Benny Metzinger Zuckerhöht. Wann einer Kölsch nicht trinkt, ja, das soll uns ganze Jahr sein, denn wir sprechen es doch. Wann einer Kölsch nicht trinkt, ja, das soll uns ganze Jahr sein, denn wir trinken es doch. Denn unser Fastelovend, der auch immer wieder schön ist, mäht uns keiner kaputt. Weil ohne Fastelovend haben wir ja nichts zu lachen, ist der größte Spaß fort. Wir sehen Jacke, Wir sehen Jacke, ganz viel Jacke. wann einer Kölsch nicht trinkt, ja, das soll uns ganze Jahr sein, denn wir singen es doch. Wann einer Kölsch nicht trinkt, ja, das soll uns ganze Jahr sein, denn wir trinken es doch. Unser Fastelovend, der auch immer wieder schön ist, mäht uns keiner kaputt. Weil ohne Fastelovend haben wir ja nichts zu lachen, ist der größte Spaß fort. Wir sehen Jacke, Wir sehen Jacke, ganz viel Jacke, Kölsche Jacke. ja, wir jucken um die Ecke mit der Trommel, mit der Jacke und wir machen tolle Sachen, dass es kracht. Und wir hören immer springen, Fastelovend, das sind Dinge, ja, da wird ja immer nur gelacht. Ja, wir jubeln um die Ecke mit der Trommel, mit der Jacke und wir machen tolle Sachen, das ist klar. Und wir hören, wo wir springen, Fastelovend, das sind Dinge, ja, da wird ja immer nur gelacht. Ja, wir jubeln um die Ecke mit der Trommel, mit der Jacke und wir machen tolle Sachen, das ist klar. Und wir hören, wo wir springen, Fastelovend, das sind Dinge, ja, da wird ja immer nur gelacht. Wir sehen Jacke, Wir sehen Jacke, ganz viel
Tee. So geht das. Und weiter ins Viertel. Haha, hihi, hoho. Ja. Junge, lieve Papa, wat wordt dat dan door evens voor een schlimm Geschrei? Ja, wirklich Geschrei. Nicht? Das ist ein ganz berühmter Samba-Song. Magalhães, Carnaval Brasil, Carnaval. Oh, Karneval. Wow, dat war Hungsjebel. Wow. Mach nicht du Fussje Breimul. Da könnte von mir Hungsjebel. Papa, fastelovend ist kein Geschrei. Fastelovend muss lustig sein. Was hat ihr dann schon für eine Ahnung von lustig sein? Also, Papa, nicht nur immer Ballermann-Radau, auch einmal etwas geistig-komisch Gehobenes. Oh ja. Da kannst du nur sagen, pö. Zum Beispiel komische Rätsel. Pass auf, Chef. Ja. Was ist der kleinste Dom? Ah, ein fromme Frage. Da tät sich auch unseren Erzbischof drüber freuen, über so eine schöne fromme Frage. Ihr lieben Kinder, was ist dann der kleinste Dom? Das Kondom. Es passt bloß einer drin und der muss auch noch standen. Da wird das raus, Fenster. Macht oder der Landgewinn, das ist ja schlimm. Ist ja peinlich, sowas. Ach, da kütt der Herr Peiers. Herr Peiers. Hört es, Herr Peiers. Sie haben wirklich die rassigsten Mädchen von der Welt, muss ich schon sagen. Ja, danke, Signore Seel. Aber Ihre Mädchen sind die listigste, die lustigste von der ganzen Welt. Ja. Richtig, wie sagt man hier, leckere Kölze Mädchen. Ja, dann haben ja alle zwei Oberbürgermeister gewonnen, ne? Sie, und Ihre Fastelovente ist genauso schön wie unsere Karneval in Rio. Oh, das war ja bis jetzt noch ja nichts. Wir müssen jetzt abwarten, was noch alles gut. Leben, Herr Bürgermeister. Hören Sie, dass Sie von Rio kommen, da wissen wir ja jetzt, ne? Aber von was für einem Fädel von Rio sind Sie dann eigentlich? Ah, Sie kennen sich aus in unserer Stadt. Ja. Was vermuten Sie? Oh, ich würde sagen, eine so Wellblechfädel. Well. Oh. Rio Süd, die Südstadt von Rio. Ah ja, richtig. Wie kommen Sie darauf? Oh, Stare muss ein südlicher Gegend sein. Die haben der so schön Färben gesehen. Habe nichts verstanden, aber Sie sprechen schöne Sprache in Kolonia. Gibt es in Ihrer Stadt auch Deutsche? Ja. Ja, jetzt han ich euch nicht verstanden, ne? Er sagt, hörten Sie, wenn Sie die Türken bei uns meinen, da sind noch ein paar Deutsche mit dabei. Ja. Sie, Kölner essen viel gerne Döner. Ja. Die Türken haben uns ihre Kultur ja mitgebracht, ne? Hört es, was hat ihr uns eigentlich zu beten, so als neue Partnerstadt? Oh. Lohnt es sich für uns mit der ganzen Rio de Janeiro-Rei? Ach, wir können zum Beispiel anbieten, exzellente Fußballer. Ah, der Ronaldinho hat uns die Frau mitgebracht. Oh, schön. Ja, schön, kompakt, ja. Exzellente Fußballer haben wir selber. Hey, der Poldi von Gleiwitz, da. Da ist er. Hey, Poldi! Bring uns Glück! Bring uns Glück! Du sollst uns Glück bringen!
Ja, dann haben wir noch traumhaft schöne Tänzerinnen. Ich sie gehe holen. Augenblick. Schön. Olha che cosa mais linda, mais cheia de graça. Bisschen Ela blass, menina né? que vem que passa, doce balanço, caminho do mar. Schön. Oh, schönes Fräulein aus Rio. Sag uns, wie heißt du dann, mi lecker Kaffeebünsche? Ich sage einfach für dich Ria, ja? Pö, schön Tänzerin haben wir auch, du blöde Stirks. Hey, wir können Schenkel zwar ja. Frisch wie Impfe, alles. Ja. Oh, sehr elegante Ihre Tänzerinnen, so, Oh, ja. Wie sagt man, so Sackis. Ja. Und die Tanze kenne ich sehr gut, heißt Ritze, Ratze, de Botze kaputt. Ja, Rezept hat auch, ja. Ja, Herr Seel, was haben wir noch anzubieten? Ich weiß jetzt, als Deko für unsere Straßenkarneval, den ich mir jetzt von euch wünsche. Oh. Ja, da wird doch der Knüller hin, Kölle. Sehr gerne. Woran denken Sie? Ja, mein Hans war schon der Mond Klamotte, ne, aber trotzdem wünsche ich mir von euch euren berühmten Birch. Einfach hey, mit einer der Zuckerhut. Oh, verehrter Herr Seele, ich habe zwar große Befugnisse, aber das kann ich selber nichts machen. Nichts zu machen? Das habe ich Sie nichts gesagt. Aber dafür brauchen wir einen wichtigen Mann aus meiner Begleitergruppe. Sehr angesehen in Rio de Janeiro. Ist einer von unseren schwarzen Macumba-Zauberer. Ja, einer von der CDU. Sind wir auch, Hey, Macumba! Macumba! Was sagt du hier? Brauchen vielleicht ein deutscher Regula? Er sagte, Zuckerhut hier erhole ist es sehr gefährlich. Oh, ich übersetze. Geht nur für ho. Für 3 Stunden. Ja, das trägt. Dann sind wir hier fertig. Also gut. Macumba. Mach. Hey! Ja, was ist das? Hey, man, was soll das dann sein? Nee, das ist doch nicht eure, das ist unsere eigene Zuckerhut. Das ist doch Kölner Zuckerhut. Ihr wisst uns jetzt was, hey? Wir brauchen ihren schwarz lackierten Gumba nicht. Da haben wir selber einen. Das gibt's hier nichts. Große, schwarze Magier. Oh ja. Wie ist es sein Name? Melchior. Wie ist es seine Adresse? Kölner Dom, Dreikönigenschrein, von hinten herein. Hemminger Bademantel an. Christus! Corcovado! Was hat er passiert, der Alt? Corcovado. Ja, was soll das sein? So heißt dieser Berg, auf die steht unsere große Christus. Und was heißt das? Corcovado heißt so viel wie der Bucklige. Cantinho, violão, este amor uma canção pra fazer feliz a quem se ama.
muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela Und der Puckli haben wir auch selber. Ob das für ein Kind kannst du Puckli in Helle noch lang warten. Liebe Schell, ich bin auf das Mädchen nicht angewiesen. Warte, ich komme da rauf. Ich habe mich halt umorientiert. Wir sind Kölsche Junge in der Jagd vom West. Hallo, Junge, wo jammer das? Alles gut gelaufen. Schön. So. Wunderbar. Haben wir der kleine CSD auch hinter uns. Wunderschön. Mannes. Oh, ach du. Hör uns, Mannes. Wo ist die Wursch? Gerade Russie sagt, lebe Schell. Die Wursch ist fort. Was ist? Was seht ihr? Du hast das gehört. Die wird fort. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich wieder drankommen soll. Ich hat sie dem Erfinder von Apple, dem Steve Jobs, geliehen. Ja, warum das dann? Der hat mir versprochen, der mit der Hilfe von unserer Wurst jetzt weltberühmtes kreieren. Und sich dem ist die Flönz hat. Jetzt kann man der Steve Jobs ja auch ja nicht mehr fragen. Nee. Ja, hast du dann vielleicht eine Idee, wo du die Wurst hingedonnt haben könnt? Also, eins ist sicher. So ein Typ wie der hat uns Flönz weder gegessen noch verschenkt. Und als ja nicht verloren. Einfach? Vielleicht hätte er uns Wurst. Ja, vielleicht hätte er die digital verwurstet. Was ist das da für ein Doll? Der will uns jetzt so parken. Nee, das ist doch der Hubbett vom WDR. Der muss hingen in der Jakobstraße einen großen Bildschirm aufstellen. Ja, für den Rosemann das so. Oh, das ist so ja ein Apple-Computer. Hör uns, was hätte das Ganze, wenn ich fragen darf, mit unserer Wurst zu tun? Die ist doch so viel, wie ich weiß, Gerät von Apple. Das nicht, aber du bringst mich auf jetzt. Uns Wurst, hat doch ganz viel mit Apple zu tun. Wie meinst du das? Hörtens, vielleicht können wir ja alle zusammen unserer Wurst auf ihr letzte Spur kommen. Will ihr das? Ja. Gut, also, was hört dann unbedingt bei einem deftigen Blutwurst dabei? Mustard, was dann noch, der muss ja den Teller vorstellen, wenn der hier liefert. Was? Ölig, ja, Ölig, was dann noch? Ja, Himmel und Erd. Sehr richtig, Himmel und Erd. Was ist dann Himmel bei Himmel und Erd? Himmel ist Äpfel und die Erd, was sind das? Erdäpfel, ja richtig, genau. Oh, und bei der einen Computerfirma heißen die Dinger auch Äpfel, ne? Also, wie zu Köln. Ja, jetzt fehlt ja bloß noch die Flönz, ne? Denn das ist ja wirklich Himmel und Erd mit Blutwurst, also mit Flönz, ne? Du sähst es, ja. Ja, und wie kommen wir jetzt endlich dran an uns Flönz, hä? Jetzt ist es ganz einfach. Nur, wir fressen doch Buffe auf dem Bildschirm. Mitten aus der Wolle von der Firma Apple eine Apfel raus. Und was übrig blieb, ist die... Ja. Wo ist... Ach, jetzt ist er neu gefallen. Augenblick, ich han sie. Ja. Ja, noch dem ganzen digitale Schwarz blieb uns nur noch übrig, all zusammen analog diesen offenen erste Mal zu rufen. Herr Präsident! So, jetzt haben wir die Wurst, das ganze richtig los, Jon. Da kommen auch schon die ersten Künstler, meine Herrschaften. Meine lieben Damen und Herren, jetzt viel Spaß hier mit unserem Quartett. Euro, Euro, du musst
wandern, von dem einen Ort zum anderen, von Berlin nach Athen. Tschüss, auf Nimmerwiedersehen. Euro, schnell verzechen, wirst das Geldzeit uns noch brechen. Schön normal, Gulden mir. Ja, das sage nicht nur mir. Deutsches Land in deine Kassen dürfen Europäer fassen. Nur der eine doof im Land steht mit'm Rücken an der Wand. Weißt du, wie viel Euros fließen in der große Rettungsschirm? Spanier und Portugiese riefen sich der Heng allens fern. Doch dat liegt nicht an uns Bohre, Schulz in Rating, Agenturen. Ja, die schaffen mir jetzt ab, freut sich der EU. Brüssel Allah. Money, 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 nur noch money, never did that we. Über alle andere fiese Soje, sprich mal ja nicht mit. Atom, Ozon, auch die Pandemie. All das jedet doch für Luther, money, money, nicht me. Ja, ich hab ne Drohung. Letzte Nacht, da hing der Himmel hoch. Ne Engel, der guckt mich an, mit Hörner am Köpfchen dran und ne Bart am Kinn. Ja, ich hatt ne Drohung. Letzte Nacht, da ging der Himmel hoch. Der Engel im flauschige Fell, die Sterne so klar und so hell, und dann rief hey, ganz leis nur der Jesbock, der Jesbock, der Jesbock, der Stornerlock, der Jesbock, der Jesbock, der Jesbock. Ja, ich hab ne Drohung. Und da waren Pferde rot und wies. Im Stadion ne Fahne mehr, mit winkende Hängen hin und her, ich mittendrin. Ja, ich hab ne Drohung, angeträumt von so ner Jäs, die wies. Und vorne noch Meisterschaft, und vorne nen Fußballpokal, Viva Olé, von Mingen FC. Der Jesbock, der Jesbock, der Jesbock, der Stornerlock, der Jesbock, der Jesbock, der Jesbock, der Stornerlock, der Jesbock, der Jesbock, der Jesbock, der Stornerlock, der Jesbock, der Jesbock, der Jesbock. Wir stehen nur treu und nur wir, für immer und ewig zu dir, denn eins blieb bestehen, bis die unsere Jahr.
angebracht. Viva Colonia und spezielle Kölscher. Viva Colonia, an mir hoch so gelangen Grab. Viva Colonia, verfasste der Kölsche Grab, muss Briefe Köller. Ja, liefers der Arbeitsfreunde, da war uns Knollnower Quartett, das sind der Heinz Becker, der Udo Müller, der Jacki von Goretzky, der Stefan Mertens und der Jupp Schönberg. Die tollen Texte waren vom Udo Müller. Mannes, pass jetzt mit der Wosch, oh, plons wie verfressen, die aller Blöre sind. Ja, ja. Ist ja kein Problem. Der erste kriegt aus der Flünz die Speckmöbelscher, der zweite kriegt das Fell und der dritte kriegt der schöne rot-weiße Schlapp. Oh, und du kriegst von meiner Wosch das Konservierungsmittel. Ja, wie der aussieht. Er kriegt eines Tages keine Rente, der kriegt Denkmalpflege. Und wir bedanken uns bei dem herrlichen Schmölzchen, das wir ausrufen. Uns Quartett, dreimal kräftig. Kölle! Allah! Kölle! Allah! Und noch eins Kölle. Allah! Und jetzt Klatschmarsch für das Quartett, bitte. Schell, hast du das jetzt mitkriegen? Na ja, das. Ein herrlicher Wurstchor da unten. Ja, schön. Sagt, war der ein oder andere von euch vielleicht als See? Ja. Ist der Teufel, wie er ihm an die Karte guckt. Hey, Mannes, komm uns gerade bei mich. Was ist denn? Sag uns, Mannes, die Frau, die Fussiar, die da steht, die ist die ganze Zeit schon am Schwade. Die stört mich. Das ist Landfriedensbruch, was die mäht. Ja. Ja, Schell, kennst du sie dann nicht wieder? Nee. Das ist doch die Gründerin von der neuen Partei. Nee. Der schwarz-jell-rot-grün links-rechts-karierte. Die hat sich doch alt für Wochen angemeldet, sie wollte hier auftreten. Ach ja, hast ja recht, ja, es fällt mir wieder in. Ja, und die wollte ja hier ein Wahlred halten, ne? Mann, das geht doch nicht. Wir machen hier eine Sitzung. Und das Publikum will nicht kriechen, die wollen lachen. Ach so? Ja, und außerdem haben wir ja kein Rednerpult. Ach, das ist doch egal, Schell, ist egal. Wir nehmen einfach uns Büt. Das merkt die doch ja nicht. Ja, das ist ja die Idee. Du nimmst dann alles in der Hand, ne? Ja. So, lass mich da Wielens schön kämmen. Schonst mit die neue Friseuse, ja. Die hat ein paar Hängen, herrlich. Oh. Hallo, ja. Oh, schönen guten Tag, gnädige Frau. Herzlich willkommen. Schön, dass er dran gedacht hat und dass er da sitzt. Ja. Darf ich Ihnen zum Zwecke Ihrer Arbeit meine persönliche Bütte anbieten? Ja, danke schön, Herr Speichel. Ja. Wenn es jetzt ruhig ist, nicht schlimm. Für 10 Jahre waren da Hering drin. Och, das ist verflogen. Jawohl, meine sehr verehrten Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Es wird langsam zick, dass einer euch aus eurem politischen Schönheitsschlaf wachrüttelt. Und deshalb habe ich meine eigene Partei gegründet. Die schwarz-gelb-rot-grün links-rechts-Karierten. Wir haben noch alt gemerkt, dass der Beruf des Politikers in der jüngeren Bevölkerung ja nicht so gut angesehen ist. Et nuppeneis nies. Das tät mir letzt erzählen, dass singen Enkel einen Aufsatz schrieben mod. Meine Oma hätte geschrieben, dass sing Oma Table-Dancerin in einem Eros-Center war. Tja, war die Lehrerin ganz aufgeregt und empört. Aber ich dachte, deine Oma wäre Politikerin. Ja, sagt das Enkelchen, aber für das zuzugeben, habe ich mich so geschämt.
Wenn man da in Berlin so bei den Fraktionen rumläuft, da trifft man viele Politiker auch persönlich. Zum Beispiel der Rösler, das Chameleonsjüngelchen. Ja, bei dem hat man sowieso immer das Gefühl, man möchte sagen, ja, Jung, nicht weinen. Ja, es wird ja alles besser, wenn du mal groß bist. Dabei hatten die nicht bloß Steuersenkungen geplant. Nee, die wollten ein ganz neues Steuergesetz rausbringen. Die Steuererklärung soll bloß noch 2 Punkte haben. Sensationell, sage ich Ihnen. Der erste Punkt, wie hoch war Ihr Einkommen im vergangenen Jahr? Der zweite Punkt, bitte überweisen Sie uns diesen Betrag. Um die Wetterlage zwischen den Fraktionen positiv zu beeinflussen, bin ich eine große Verfechterin des ursprünglich von den Grünen eingeführten Rotationsverfahrens. Denn ich bin der Meinung, Politiker sollten, wie Windeln, regelmäßig gewechselt werden. Jawohl, und zwar aus demselben Grunde. Ja, meine lieben Politikverdrossenen, bei so einer Frage werden wir doch wieder hellwach. Aber manchmal trifft man da in Berlin auch Ex-Politiker. So lief mir letzt bei einer Cocktailparty der Jazzabläser von der Jazzprom, der Schröder in der Mul. Ja, wo nicht Gespräche über Managergehälter. Ich habe die Meinung vertreten, es gibt viel Arten Geld zu verdienen. Aber bloß ein ehrliche. Fehlt dem bald der Kinnlader auf und meinten, und welche soll das sein? Hast ich gesagt, das war mir klar, dass Sie die nicht kennen. Ja, meine lieben, sehr verehrten Nichtwähler und Nichtwählerinnen, jetzt muss ich mich aber langsam auf den Söck machen. Es gibt noch so viele politische Felder für mich zu beackern, dass ich bis zu den nächsten Wahlen kaum rundkomme. Ever. Lasst euch von unseren Altpolitikern nicht ob das Ärmchen nehmen und denkt immer an meinen Spruch. Es gibt Versicherungsvertreter, die verkaufen Versicherungen. Es gibt Staubsaugervertreter, die verkaufen Staubsauger. Und es gibt Volksvertreter. Alaf! Ja, lief was der Lobenzweck, da war eine wunderbare Rede geschrieben und gebracht von unserer Kollegin Steffi Brandtz. Wir bedanken uns in dem Ausruf von Steffi Brandtz dreimal von Herzen. Kölle! Kölle! Und uns Kölle! Und jetzt ab mit Musik zu Fuß nach Berlin. Ja, überall wird ja so viel geschwärzt von dem berühmt-berüchtigten EU- oder Euro-Rettungsschirm. Man kann das Wort ja halt nicht mehr hören. Dabei wäre es ganz wichtig, endlich zu begreifen, was das eigentlich bedeutet. Oder kann mir einer von euch uns genau erklären, was das ist, EU-Rettungsschirm? Wenn uns einer noch vorkommt, machen wir dafür, hängt so das eine halbe Stunde schwade, da sind wir schlauer. Ne, weiß keiner wirklich, ne? Was mit dir hier für in der ersten Reihe ganz links auf dem Eckplatz? Ja, schön, das rote Weste, so schön Seidenfarben. Kannst du mal vielleicht ins Linen nachher? Ja, kann ich reinwachsen? Danke. Ja, du mäßt mir Mut. Ich könnte Rennwasser säten. Schön. Ja, ich habe den Buckel, der hast du nicht. Vielleicht passt mir deswegen, ne? Nee,
pass auf, du musst die Bank sind, du sollst hier auch der Euro-Rettungsschirm nicht erklären. Ich wollte dich nur fragen, ob du mir ein kleines Hilfsmittelchen zur Verfügung stellen kannst. Ging das? Ja, natürlich. Wunderbar. Hast du gerade 100 Euro? Oder können noch 50 sind? 50 doch nicht auch. Die hat das Geld. Ach so ist das bei euch. Hm? Das haben sie mir auch verzahlt, als ich mich über dich erkundigt habe, ja. 50, das ist nett von dir. 50 Euro, Lord. Ja, ich nehme ja. Gießt du mal die ins Tee in der Hand drin? Aber natürlich. So, das ist schön. Oh, die sind aber noch lecker warm. Hast du lang drauf gesessen, ne? Ja. Ja, Jan, noch nicht laufen. Nee. Nicht laufen, Jan. Also, hört, wie ist dein Dinge Name? Jürgen. Jürgen, ich bin der Hermann. Grüß dich, Hermann. Ja, ich als der Ältere darf dir vielleicht das Du anbieten, Jürgen. Ja, selbstverständlich, Hermann. Noch eine Frage, wo küsst du dann von Denz? Wo bist du her? Ich muss im schönen Stappe zur Chorweiler und dann aus Worringen. Ja, Worringen, das ist schön. Ja, hallo. Herrlich. Worringen kenn ich mich aus, ich bin noch aus dem Fuhlloch schwimmen gegangen. Ja, ja, also, pass auf, jetzt kannst du dich einen Augenblick wieder setzen. Im Stand wird es doch nicht billiger. Ja, brauchst ja nicht bis in die Tatsch zu gehen, wenn du weißt, wo das ist in Worringen. Ja, kannst noch hier bleiben. So, pass auf, jetzt, Jürgen, jetzt pass auf, wie das läuft. EU-Rettungsschirm. Stell dich vor, es ist eine bedröfte Tag in Griechenland, ob Kreta. Tränt wie ein Sau. Kein Mensch ist auf der Straße. Überhaupt sind die Ziege schlecht. Jeder hat Schulden und alle leben so pump. Plötzlich sieht man einen deutschen Urlauber auf Kreta. Der hält bei einem kleinen, knüsseligen Hotel seine geliehenen Waren an. Und der Urlauber heißt Jürgen. Oh, und der Jürgen kütt uns. Worringen, ja, ist besser wie Chorweiler. Nehmen wir mal das, ne? Ja, gut, dass ihr das wisst. Aber was ihr nicht wisst, ist, der Jürgen, der hat richtig jetzt an den Füßen. Leugnen ist zwecklos, da haben wir 300 Zeugen für. Noch im Januar dieses Jahr hat er in Köln in so einem kleinen Puppentheater richtig mit Geld um sich geschmissen. Dieser Jürgen, ach, da ist er, Jürgen. Ja, Jürgen. Ja. Herrlich. Ja, schön, Jürgen. Jo, dann, ich meine, du hättest aufgenommen, kann das ja. Naja. So, Jürgen, ich gebe dir den 50 €, dass du jetzt hier richtig auf Kreta agieren kannst. Mach doch einen schönen Tag, ne? Also, der Jürgen geht jetzt auf Kreta bei der Hotelier und sagt, kannst du uns die Zimmer anlassen? Wenn mir nicht gefällt, dann nicht vielleicht bei euch übernachten. Sagt der Hotelier, gut, dann geben Sie mir 50 € Kaution und dann können ich alle auch die Zimmer anlassen. Kaum ist der Jürgen der Treppe ab, läuft der Hotelbesitzer noch Metzger nebenan und bezahlt seine Schulden. Der Metzger läuft die Straße rauf und bezahlt der Bauer, bei dem seine Frau immer die Gemüse inköft. Der Bauer schwenkt schnurstracks auf die kleinen Wirtschaft an, für seine 17 Deckel zu bezahlen. Der Wirt Patros Melburmos tötet die 50 €, nimmt kleine Nütchen für eine entgörte Bläggerin. Ja, dieses Kind der Freude hat auch Schwerziege hinter sich und hat dem Wirt auf Kredite bei Fälligkeiten getan. Jetzt läuft ich noch am Hotelier und bezahlt seine Zimmerrechnungen, die er mit 50 € noch abstanden hat. Ne? Der Hotelier hätte so grad der Sching wieder in der Hand. Da geht unsere Jürgen die Hoteltreppe rauf, geht auf der Straße, nimmt seine 50 €, Sching wieder, brummt jetzt von knüsselige Zimmer und flücht wieder zurück nach Worringen.
keiner hat jetzt produziert, keiner hat jetzt verdient. Aber all sind sie ihr Schulden quitt und nur mit großem Optimismus in der Zukunft werden. So einfach funktioniert der EU-Rettungsschirm. Ja, und dir, liebe Jürgen, haben wir zu verdanken, dass wir das jetzt endlich ins Begriff haben. Du kannst wieder noch vorkommen. Ich ernenne dich hiermit zum ersten rheinischen EU-Kommissar Magelsbroder. So. So, jetzt kriegst du die erste Honorarzahlung inklusive Diät. So, war doch richtig, 5 €, ne? Oder? Das finde ich richtig schön. Ja, was sagst du? 50? 50? Oh, 50. Ja, tatsächlich einer die 0 auf dem Schienenfahrt genommen, ne? Frech, naja, 0 zählt ja nichts. Pass auf, ich habe noch eine alle 50 € Schinken von einem Monopoly-Spiel. Vielleicht nimmst du den. Ja, gut. Jürgen, wir danken dir. Schönen Abend noch und einen Applaus noch, Worringe, für unsere liebe Jürgen. Mann, ich komme jetzt gerade her. Mann, es nicht da hinten Lore. Da hängt gut das bekloppte Baretzebill. Das hat sich wieder abgetakelt und da grünlich schimmernd, schillernd wie ein Dressfleisch. Ja. Ich finde das richtig peinlich und geschmacklos. Schell, lass es doch. Das merkt doch sowieso, was das will. So, ihr Leiflückscher, jetzt zeigen wir euch uns, was wir so vom Fastelavondfeiern halten. Jungens, lot Jan. Fastelavond, fasteleer, fastelavond, fasteleer, fastelavond, fasteleer, fastelavond, fasteleer. Ja, wenn es auf Fastelavond angeht, sind selbst wir alle nicht mit zu halten. Dann will man nichts mehr von Seriosität im Alter wissen. Wenn wir die dicke Tromm hören, dann juckt uns in den Bein. Und dann will wir bloß noch Hüppe tanzen und einfach bloß verdeutscht sind. Dafür sind die Ecke ja da. Oh, 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 hey, in Köln ist jetzt los. Oh, 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 auf ihrer Fastelavond. Oh, 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 komm in der Jacke und tanz mit. Oh, 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 über das Feld zum Straße. Drei volle dich lang, da sind wir. Verdeutscht blöd und ganz radado. Vom Hüppe tanzen und springen. Kriegen wir dann den Nas ja nicht vor. Ich sage, ihr Bass, das mit Spaß. Drei volle dich lang zu tanzen. Fastelavond. Oh, 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 in Köln ist jetzt los. Oh, 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 auf ihrer Fastelavond. Oh, 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 alle Jäcke vieren mit. Oh, 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 wir kommen nicht noch mit. Fastelavond, fasteleer, fastelavond, fasteleer, fastelavond, fasteleer, fastelavond, fasteleer. Seht ihr, das ist doch ganz einfach. Freude zu haben und Freude zu machen. Ich sage, ihr Bass, das mit Spaß. Zu singen und laut zu lachen. Ich sage, ihr Bass, das mit Spaß. Auch andere Freude zu machen. Fastelavond. Oh, 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 in Köln ist jetzt los. Oh, 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 noch 4 Fastelavond. Oh, 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 alle Jäcke vieren mit. Oh, 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 wir kommen nicht noch mit. Oh, 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 in Köln ist jetzt los. Oh, 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 noch 4 Fastelavond. Oh, 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 alle Jäcke vieren mit. Oh, 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 wir kommen nicht noch mit. Karneval. Ja, liebe Fastelavondsfreunde, das ist uns Baretzebill, Steffi Brands. Und wir bedanken uns für das Temperament von der Lieder, dem Ausruf und Steffi Brands und Baretzebill. Drehen wir von Etze. Kölle! Kölle! Und aus Kölle!
Liebe Fastelovensfreunde, und wir empfangen jetzt hier das überschwere Reiterchor zu Fuß, Jan von Weeth. Guck mal schön. An der Spitze, der Jan von Weeth. Kommandant. Wunderbar, Leute. Schöne Kostüme, ne? Wunderbar. Ja, schön. Hallo, seid ihr grüßt. Schön. Wir hören uns lieber nach, ne? Geht ja nicht so, ja, aber die geht ja. Ich muss den Kommandant jetzt fragen. Herr Kommandant. Ja, was ist das Schlappes? Ich habe mir ein Pet gekauft. Wie schön. Nee, das ist ja nicht schön. Das Pet frisst wie ein Sau. Das süfft wie ein Kuh. Was lädt mich nicht drücken? Sag, ist das Pet vielleicht aus Bliesebach? Ja, woher weißt du das? Meine Frau ist auch aus Bliesebach. Nee. Das ist ein Kindchen von dir. Herr Kommandant, Was hast du dann, mi Monsieur? ich ja nicht mehr in der Reitschule. Nee, da ja nicht mehr hin. Wieso dann nicht? Da macht mich keiner liegen. Die Pens nicht, die Erwachsenen nicht. Und dann in der Zipätmühle mich liegen. Ja, Und ich sage dir, da gehst du wieder hin. warum? Schließlich bist du der Reitlehrer. Sag, Flappes, Ja, was dann? ich han gehört, du hast so viel Pokale im Wohnzimmer stehen. Oh ja, mein Sohn ist ein Herrenreiter. Ja, gut, ich mein, also, meine Sonne ist auch schwul, aber wenn er Pokal hätte, noch für nicht gekriegt.
einfach, Freunde, da war der Jan von W.T. mit seiner überschweren Reiterschwadron. Herrliche Tanz, wunderbar schwadroniert. Ihr kommt instudiert vom Inge von der Lohe. Die einzelnen Tänzer will ich gar nicht erst nennen. Es wäre ja ein Who is Who der choreografischen Upper Class. Wenn ich einer von denen stirb für viele Jans und Besam geht, liebe Mannes, verleihe Ihnen bitte die Korpswurst. Ah ja, so, bitteschön. Ja, brauchst du einen Flünz für Heim und Hed? Willst statt vom Firke ein vom Bett? Sag bitte Kerls vom Jan von? Genau. Und wir bedanken uns um Jan von Weeth und seiner Stiffelsknechte, indem wir ausrufen, der große Staatsenhofen, dreimal von Herzen, Kölle, Kölle und Ortskölle. Jetzt sind so Jod und Jod doch wieder. Selbst ob singen Bett, der stolze General von Weeth. Ich löf nicht, dat ming Wursch herkrät. So wunderbar. So, ich höre das mit die Friseuse. Jetzt los, was die näht. Lass uns mal schauen hier. Vielleicht finden wir hier jemanden, den wir fragen können. Ja. Ah, da, ja. Hallo. Hallo, junger Mann. Entschuldigen Sie bitte. Ja, Sie meine ich. Sind Sie von hier? Ja, klar, Alter. Ich bin Aslan, ich komme voll korrekt aus Ehrefeld. Schön. Von Neue Pfarrgemeinde St. Aladdin. Also. Sagen Sie doch mal, junger Mann, was war das denn soeben für ein hervorragendes Chor? Was, Chor? Die singen da überhaupt nicht. Die sind ganz berühmte Garde in Köln, weißt du? Ach ja? Ja. Ihr kennt nicht den Kölner Sage von Jan und Grüt? Nein, tut mir leid. Pass auf, kann ich dir erzählen. Ach, sehr nett, ja. Jan kommt gereitet auf einen Kamel durch Südstadt. So. Du gibt's Kamele. Korrekt zu die Severin-Bazar. Hey, sag ich dir, da sieht so eine Perle zwischen Obstkisten rum, weißt du? Fragt die so zu Jan, ey, Alter, hast du Hunger? Und er sagt so, ey, was soll denn Frage? Sich vielleicht aus wie Mesut Özil oder was? Klar hab ich Hunger, hab ich immer Hunger. Sagt sie voll krass, hab ich Äpfel, hab ich Birne, hab ich Pflaume, hab ich Mandarin und so weiter. Und der so, was soll ich mit Äpfel, was soll ich mit Birne, was soll ich mit Pflaume, was soll ich mit Mandarin und so weiter. Ist alles nicht korrekt für mich? Hast du kein Döner oder was? Und die so, nein, hab ich nicht Döner. Und dann guckt er die Mädchen in die Augen und denkt so, ey, voll fett. Die Kleinen muss ich haben, weißt du? Die wäre für mich voll korrekte Eiche. Und dann sagt er so zu ihr, pass auf, Mädchen, gehst du mit mir Samstagabend Disco? Schuld dich ab. Und die so, nein, lass mich in Ruhe, du Bauer, ich geh nicht mit dir. Da kriegt der Jan voll konkrete Wut und denkt,
Ist die Alte bescheuert, oder was? Was meint die, was die ist? Lieblingsfrau von Großvezier oder so? Die ist nicht korrekte Eiche. Die ist ein deutsche Schlampe. Sehr achterlich. Und dann dreht er sich um mit seinem Kamel und ist wieder weggereitet. Ah, ja, und dann? 30 Jahre später kommt Jan wieder in Südstadt. Aber diesmal als Sultan mit viel Soldaten, weißt du? Oh, Soldaten? Ja klar, weil war doch Krieg. 30 Jahre lang war Krieg. Und er kommt wieder gereitet zu die Severin-Bazar. Da sitzt wieder die Perle zwischen Obstkiste rum. Und er sagt so, boah, voll krass, was geht? Ich kenn dich. Bist du nicht grün mit Äpfel, mit Birne, mit Pflaume, mit Mandarin und so weiter? Und die so, voll korrekt, Alter, die bin ich. Und dann guckt er die Mädchen wieder in die Augen und sagt so, Grüt, wer dem hat getan? Und die sagt so, Jan, wer dem hat gewusst? Siehst du? Ach, so klingt also der Kölner Dialekt. Wir sind Kölsche Jung, wie der Jan von Bett, alles gut gesprungen, Mama komme zu Bett. Wir sind Kölsche Jung, wie der Jan von Bett, alles gut gesprungen, Mama komme zu Bett. Tja, Vaterlandsfreunde, da war ein super Sketch von und mit Udo Müller. Mit dabei waren Uschi Hansmann und der Jacki von Goretzky. Und wir bedanken uns bei unserem Akadasch Udo Müller für das wunderbare Dinge, für das Migrantenstadel. Mit einer Rakete, die man am besten am Bosporus hören kann. An die Gewehre, Kommando 1, 2, 3, oh, ja. Kommando 1, 2, 3, ah. Kommando 1, 2, 3, ja. Udo Müller, drehen wir kräftig. Kölle! Kölle! Istanbul! Und jetzt Klatschmarsch, bester Ankara! Ich schon jetzt am Schiedsmann, das Alte hat mich einfach in die Schnüsse gebissen. Ja, das lasse ich mir nicht gefallen. Wir sind die Lust, wir sind die Jahre und man Decke mit Stöck und Rollatoren. Und auf Frenchkraus, Westerwell und Schlee. Wir haben Spaß und auch von mir auch auf Drillbein. Der Straße hoch und der Straße ab. Doch der läuft hier von mir noch lang nicht ab. Der Straße hoch und der Straße ab. Doch der läuft hier von mir noch lang nicht ab. Fast Abend zusammen. Ein Mann ging zum Zahnarzt und sagt, Herr Doktor, ich glaube immer, ich bin eine Motte. Da sagt der Zahnarzt, da sind Sie bei mir aber falsch. Sie müssen da zu einem Psychiater gehen. Ja, sagt der Mann, aber hier war doch noch Licht. Ja. Also,
Minge Zahnarzt, ne? Minge Zahnarzt hätt mich uns gefragt, ob ich nachts auch Zahnping han. Ich sage, guter Doktor, das weiß ich doch nicht. Meine Zähne und ich schlafen in getrennten Zimmern. So ist das nun mal. So, das hat er halt gesehen. Schon dem Franzen einen Navigator für seinen Rollator gekauft. Oh. Ja, der Franz, der hat mir das Ding inproklamiert, ne? Aber irgendjemand hat den falsch gemacht. Ich wollte noch die Öscherstraße. Da sagt die Frau, stimmt, 1 Kilometer geradeaus, dann rechts abbiegen. Nach 500 Meter kommt eine scharfe Kurve, dann nach links. Und wie ich genau am Eingang vom Kirchhof stund, da sagt das Rissdinge, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Oh. Ja. Aber weißt du, da drauf müssen wir jetzt unbedingt eine singen. Sagten uns, wie ging noch uns das Lied von dem Mann, der in der Dachrinne lebt? Kennen wir nicht. Doch, das kennt er. Das ist von der Räuber oder der Höhner oder, ach, ich weiß es auch gerade nicht. Oh, ich weiß, was du meinst. Ist es das? Passen Sie auf grad. Ich bin auch ein Räuber, lebe bitter, bin ein Räuber, durch und durch. Ich kann nicht treu sein, lebe in der Dachin. Ja, genau, das war es. Das war es, ja. Genau. Mir fehlt nicht in. Was ruschet denn hier so streng? Ist der wieder flatuliert? Hä? Was ist das dann? Er hat gefragt, ob du gefutzt hast. Nee, hab ich nicht. Ich hab nur ein SMS an den Jasprom geschickt. Aber jetzt geben wir noch ins richtig Jas mit Musik. So kann man auch mit lustige Sachen. Wir setzen jetzt ein Zeichen. Am Ende vom Leben freut sich mal. Ja, wir setzen jetzt ein Zeichen. Und nix von der Zick bedauern. Ja, wir setzen jetzt ein Zeichen. Sage tschüss, die Senioren. Ja, wir setzen jetzt ein Zeichen. Ja, wir setzen jetzt ein Zeichen. Tschüss zusammen! Ja, liebe Vaterlandsfreunde, wunderbar, liebe diese Menschen mit und vom Inge van der Lohe. Mitgespielt haben Elfriede Bauer, der Udo Müller und der Stefan Mertens. Die löst die Senioren dreimal kräftig Gölle. Gölle. Und los, Gölle. Und jetzt ab nach Melaten. Ja, was ist das, Junge? Mannes, die haben ja jod da, die Lüxe in Rio, ne? Was meinst du, Junge? Wieso? Ja, das muss doch schön sein, als Kind am Wasser groß zu werden. Ich weiß ja nicht, was du hast, Hennes hier. Wir leben nicht zu Köln oder hoch am Wasser. Ich hat mich halbe Kindheit lang am Ring gespielt. Und mich wie einmal, nicht ganz freiwillig, auch im Ring gespielt. Ach so, das wäre ihr beste Polier geworden. Damit der Hüg immer noch mit Wasser, Zement und Sandere matschen kann. Ja, früher sollte ich es nicht. Hüg kriegen ich es so ja bezahlt. Sag, wo hat er dann früher gewohnt? Wo ich Hüg auch noch wohne. In dem schäfen Backsteinhüs hier unten in der Drankjas. Ja. Früher hat meine Mutter morgens der Kammerpott den Drankjas raufgeschaut. Hüg schütte nicht das ein oder andere Tröpfchen mein eigen Drankjas rauf. Aber am Ring abzuwasen, direkt unten am Wasser,
Das war schön. Ich han als Panzert gesessen, so meistens gut nach dem Essen, bei uns am Ring ob de Krippe mit Emmer und Schöpp. Und war der Emmer voll Steinscher, ich stief im Sand mit min Beinscher, han ich die Ladung mit Schmackes in das Wasser gejöckt. Oh, Vater Ring dann am Jappe, tät ich wie Emmersche schnappe, bin über die Ufertrappe, froh ob Heimann jöjöck. Später han am Baggerloch Borgen ich gebaut und han an der Acker noch Menschensand verstraut. Wasser war mi Element, fing es an top bei. Fehlte nur noch der Zement, fertig war der Brei. An Menschen durch so gemürt, das hätt der Besitzer gestört. Ich sagt, wie häm ich beim Fraß geschnappt, ich baue am finstern Trab. So loren ich sich ja und da, dat nix zusammen krach. Da kommt doch nix anderes weder aus mir, als am Bau der zweite Polier. So bringt zum Leben et Geld, wat mir von klein an gefällt, solang et hält. Doch darf ich ich verraten, dat manchmal jeck ich geworden, will mir der Spieß nicht gerade, die Brühe war zu dünn. Wann ich beim Spießmenge spreche, sieht alles aus wie Wäsche, die Moore und Breche und das Hüschen krach in. Doch lied der Renn ob sich wade, verdrücht der Kappes im Jade, und ich am Ring durch die Schwade, dann klimmt der Bier ob 10. Ich han als Panzert gesessen, so meistens gut noch dem Essen. Bei uns am Ring ob de Krippe mit Emmer und Schöpp. Und war der Emmer voll Steinscher, ich stief im Sand mit min Beinscher, han ich die Ladung mit Schmackes in das Wasser gejöckt. Das Klima nicht klappe, drüschlien die Ufertrappe, et fehlt der Renn mir don Jappe. Je wieder komm, bring uns Glück. Wäsch uns der Kopf, wir sind all verrückt. Was der Mann ist verbringt, selbst geschrieben, perfekt gebrat, der ganze Abend gesungen, geschwart, getrommelt und geflöht. Das geht nur, weil in dem Leben nette Holzkelche einer Stich. Und das ist der Charlie Gebberling. Dankeschön. Danke sehr. Merci. Ja. Dankeschön. Und wir bedanken uns beim Charlie Gebberling mit einer Rakete an die Gewehre, Kommando 1. Ah, mit der 5. 2. Und dann die Hände. 3. Und ja. Kommando 1. Und 3. 2. Und Klatsch. 3. Und Glas. Oh. Ah. Kommando 1. Ja. 2. 3. Ja. Der Charlie Gebberling, der Spähmann, ist dreimal kräftig. Kölle. Alla. Kölle. Alla. Und uns Kölle. Alla. Ja, jetzt, Mann, ist die Wurst, die willst du nicht haben, oder? Ja, das will ich. Ich weiß ja, was drin ist. Tja,
Nee, Vaterlovens Freunde, jetzt gibt er einen, der sich gewaschen hat oder gebraust oder gebat. Jetzt gibt nämlich, hey, Jupp die Plath. Nee, das hält dem Kopf nicht aus. War ich beim Arzt, seht ihr, sie haben eine ganz seltene, ganz schwer ansteckende Krankheit. Wir müssen sie auf die Isolierstation verlegen. Und da kriegen sie nur Riefkuchen und Spiegeleier zu essen. Ich frage, werden die dann davon wieder gesund? Das nicht, aber das ist das Einzige, was wir unter der Tür durchstehen können. Sagt der Doktor für mich, Ihre Krankheit ist ganz schlimm und kaum heilbar. Ich werde Ihnen Moorbäder verschrieben. Hilft das dann? Das nicht, aber Sie gewinnen sich allerdings an die feuchte AIDS. Nee, das hält dem Kopf nicht aus. Wollte ich einen Termin machen? Seht das Fräulein am Empfang frühestens in 6 Wochen. Ich sage, in 6 Wochen kann ja was lang gut sein. Dann vergessen Sie bloß nicht für den Termin abzusagen. Herr Doktor, meine Sohn hat auf einer Party mit einem Mädchen geschlafen und sich da bis um Krankheit geholt. Dann schicken Sie Ihre Sohn doch uns bei mich. Nee, das ist es ja nicht. Meine Jung hätte noch jetzt mit unserer Nachbarschaft gehabt. Und bei der habe ich mich dann angestochen. Seht der Doktor, das ist ja schrecklich. Ja, aber das ist es noch nicht all. Ich hatte ja keine Ahnung. Und dann habe ich auch noch mit meiner eigenen Frau geschlafen. Verdammt, prüft der Arzt, jetzt sind wir alle infiziert. Sie haben Diabetes. Ist das schlimm? Na ja, das geht Zuckerlecke. Nee, das hält dem Kopf nicht aus. Wie ich des Nachts mit meiner Frau durch der Grünjucht spaziert bin, seht ihr für mich, wie romantisch, Jupp. Höchste die Grille zirpe. Das sind kein Grille, das sind Reißverschlüsse. Nee, das hält dem Kopf nicht aus. Der eine ist blöd, der andere schlau, der dritte sympathisch, der vierte dumm so. So ist vom Herrgott jeder anders gemacht. Köllerla, fröhlich zo, Jupp die Plath. Ja, liefert der Freunde, das war Jupp die Plath mit seiner herrlichen Rede, lieber Mannes. Reiche ihm doch die Dankeswurst, die hätte verdient. Ach, Jupp, Dinge Humor ist ja eine ganz besondere. Deswegen hast du auch eine ganz besondere Wurst besorgt, Lorenz. Hey. Ja, aber das ist doch die Blutwurst. Nee, das ist nicht die original antike Blutwurst. Das ist eine moderne Blottwurst. Und was ist das für ein Unterschied? Ja, wie soll ich das verklaren? Der Unterschied zwischen Blutwurst und Blottwurst ist ungefähr derselbe wie zwischen Gutenberg und Gutenberg. Wer ist das? Der Gutenberg hat das Buchdruck erfunden. Der Gutenberg die Kopie. Und wir bedanken uns beim Jupp Schönberg, dem Schöpfer und Interpret von Jupp die Plath, und wir ausrufen, dreimal von Herzen, Kölle! Kölle! Und noch eins Kölle! Und jetzt mit dem Klatschwalzer ab.
Imus. So lebt fast der Lovensjacke, stell die uns vor, man hätten zwischen dreckige Stoffflappen und ein paar Krummbretter rumhüppen. Die Leute, die in den Opern- und Schauspielhaus haben sich daran ja als leider gewinnen müssen. Ne? Weil das bei uns so wäre, da hättet ihr sagen, na ja, die Sohnen verzahlt haben sie ja, aber sonst, ne? Bei uns, hey, da haben wir aber eine Qualitätsgarantie, dass das nicht so ist. Hier fühlt sich jeder zu Hause, hey, Edelstein, Knollendorf oder hey, auf der Frinkstraße. Und die Qualitätsgarantie bei uns haben noch einen Namen. Das sind uns 2 Werkstattjunge. Die sägen, malen, schnitzen Puppenkörper und Arm und Bein, lackieren, hämmern, tun und machen. Das ist der Ralf Bungarten und der Markus Henn. Op ons Werkstatt 3-mal von Herzen Köln. Köln. Und noch ein Köln. Wunderbar, jetzt ja schwor in den Nähe. Ich esse Flüggenbutter ran. Das muss jetzt einfach sein, damit ich auch schön schluppen kann. Oh, oh, oh. Liebchen, auf Wiedersehen. Der Tag wird wunderschön. Und so viel Glück im Saal, das riecht nach Karneval. Oh, oh, Ja, das ist ja schön. Ja,
hört. Ihr könnt ja morgen all wiederkommen, ne? Da kommt der all noch einmal rein. So, da war es, kannst du selber malen, ne? Ein dünnes Lied war von Udo Müller. Bedanken wir uns immer ausrufen, der dünnes Udo Müller und sein gesundes Kürbischen, ein Silke Esser, dreimal kräftig, Kölle! Kölle! Und aus Kölle! Und jetzt Klatschmarsch für Schmitz und Schmitz. Ich hatte letzte Erzählung gelesen, wie die Musikkapelle von der Stunksitzung von der Schelsig ist. Ne? Übrigens, Schelsig ne, ist ja nach mir benannt. Ja. Das wollen Sie in aller Bescheidenheit erwähnen. Ne? Aber wenn man von Musik spricht oder schrift, da kommt man an unserer Kapelle ja nicht vorbei. Damit fängt es nämlich an. Mit unserer Hennissenskapelle. An der Spitze ist da unser Kapellmeister, Arrangeur, Chorleiter und Tasteninstrumentendompteur, unsere Wolfgang Schmidt. Jetzt geht wieder der Meister und Bezwinger aller Trommen dieser Welt, ob Schlagzeug oder Samba-Tromme, egal wie, wo oder was. Er bringt uns Blut in Wallung, der Taktgigant aus dem Sauerland, der Benedikt Hesse. Ob E- oder Kontrabass, an sein musikalisches Können kommt keiner dran. Das war, das ist, das bleibt unser Gregor Lindemann. Der Hüter vom Gitarren- und Mandolinengral, das ist der elegante Seifert Schmal. Ja. Und auf dem Keyboard geht er uns doch niemals auf den Wecker. Man liebt ihn überall, der Jode Heinrich Becker. Bedanken wir uns bei unserer wunderbaren Hennissenskapelle im Ausrufen. Dreimal kräftig, Kölle! Kölle! Und aus Kölle! Wunderbar. Oh, ist das dann da? Ja, hört's. Ja, schämt ihr euch dann ja nicht? Nein. Hier half Black über die Fringstraße zu laufen. Wir sind nicht half Black, Nee. wir sind Samba-Dancer. Und Renne. Karneval in Rio, fast laufend auf der Frankstraße. Die Leute im Saal können alle Male mitmachen. Abspringen und tanzen und hüpfen. Alle Male. Wir sind Jecke, hey, hey. Ihr seht Jecke, hey. Ganz viel Jecke, hey. Größe Jecke, hey. Wann einer plötzlich juckt, ja, das soll uns alle ja sind, denn das sprechen wir so. Wann einer plötzlich juckt, ja, das soll uns ganz ja sind, ja, das singen wir so. Denn unsere Fasteloren, der auch immer wieder schön ist, wird uns keiner kaputt. Hey, ohne Fasteloren, haben wir ja nichts zu lachen, ist der größte Spaß tot. Ihr seht Jecke, hey. Ganz viel Jecke, hey. Und so blieb es, hey. Das war herrlich. Ja, Applausi, Mausi. Liebe Vaterlauberts-Freunde, ich will jetzt gerade die zwei Bände vorstellen. Uns Röschen, das ist Steffi Brandt. Das dazugehörige Kürbischen ist das Silke Essert. Und wir bedanken uns bei den zwei Bands dem Ausrufe. Dreimal kräftig Kölle. Röschen.
Que monsieur. Und jetzt mit Sang und Klang durch das Fädel. Rabe die Knabbeli. Der Momo in Rio ist Herr über Chaos und Unordnung. In Köln jedet aber nur eine Meister über das geordnete Chaos. Und das ist unsere Schäle-Präsideurs, Peter Ulrich. Ja, danke schön. Wunderbare Leute hier. Ihr seid alle meine Momos. Wunderbar. Momo forever. Schön. Ja. Du bist der Beste, schöne Menschen, bravo. Was will dann die Pennerin von mir? Was? Oh, das ist ja keine Pennerin. Das ist Zeigmanns Cat. Ich hätte dich ja nicht erkannt, Kätzchen. Schön siehst du aus. Ja, ich bin doch jetzt bei der Alsö. Du gehst du hin. Ja, die haben doch immer so ein verdötschte Kostüme. Und sich Demmingen Hubert nicht mehr da ist, da wollte ich noch ein bisschen Spaß haben. Von den 3 Männern, die ich verschlissen habe, war der Hubert ja der Beste. Eines Abends waren wir in einem dollen Nobelschuppe essen. Am Eingang stunden 2 Typen, so ein richtiger Bauer. Und der Empfangschef fragte, ob er noch einen Tisch frei hätte. Der meinten am Ende des Lokals, direkt am Spiel, da können Sie Platz nehmen. Weil wir in der Nähe saßen, haben wir alles mitgekriegt. Jetzt saßen die 2 Bauern für dem Spiel. Der ein lot nach links und sagt, Lorenz Hein, neben mir da sitzt einer, der sieht genau so aus wie ich. Ja, stimmt. Und der neben mir sitzt, der sieht so aus wie ich. Nach einer halben Stunde kommt Essen, sagt Hein, Lorenz Jupp, die kriegen nicht alle Wässer wie mir. Ja, vielleicht sind es ja Verwandte von uns. Weißt du was, wenn wir fertig mit dem Essen sind, jammern uns bei dir rüber und stellen uns für. Die 2 standen ab, rief der Jupp, blieb sitzen, die kommen nach der rüber. Ja, Hubert und ich machen einen Haufen Geld für Jück. Und dann kommt der Gerichtsvollzieher. 1 Mal, 2 Mal, sagt der Hubert, wenn der noch uns küht, da sehe ich nicht mehr, was das zäng. Ich sag ihm, ja, das will du das nicht, sonst nimmt er die auch noch mit. Mit 3 Möbeln sind wir dann in eine kleine Wohnung getroffen. Und dann das Glück zu schlagen. Wir hatten einen Reis nach Mallorca gewonnen. Aber früher hatte ich noch einen Termin beim Doktor. Da sagt er für mich, alles in Ordnung, Frau Zenkmann. Bringen Sie mir nur noch Ihren Stuhl vorbei. Ich heim und sage meinem Hubert, der Doktor will meinen Stuhl haben. Aber wir haben doch nur noch der eine. Na ja, fragte Müllers von nebenan, vielleicht kann sie uns ja eine Line. Gesagt, getan. Ich wieder am Doktor, da schlucht der Hänge wo der Kopf zusammen und sagt, ich meine Ihren Stuhl. Ich wieder heim und sage, Hubert, der hat das gemerkt, dass das nicht mein Stuhl ist. In Gottes Namen, dann nimm unser Stuhl wieder zurück, da meinten der Frau Zenkmann. Ich meine eine Stuhlprobe. Sag, jetzt verstand ich, aber der Zick wird knapp. Wir pflege doch morgen Urlaub. Ja, dann bringen Sie mir die Probe eben in 2 Wochen. Der Urlaub ging flüggerem. Wie wir zurückfliegen wollte, frösch mich der Hubert. Liebchen, was willst du dann jetzt noch tragen? Die 2 Koffer oder der Emmer mit dem Dress? Ich hat mir so ob der Maskenball gefraut. Da krieg ich Kopping. Na ja, sagt Hubert, da ja nicht evens allein. Ich ein Tablett in der Kopf und in das Bett.
Noch 2 Stunden war ich so fit, han ich mich maskiert und ab auf der Ball. Jetzt kann ich ja das Kostüm vom Hubert, aber mein Kostüm war neu. Das war ein Gelegenheit, der Hubert zu testen. Es dauerte nicht lang, han ihn zum Tanzen geholt. Hätt mich auch ja nicht erkannt. Und dann haben wir uns gebützt und nebenan im Billardsaal geliebt. Es war wie am ersten Tag. Dann han ich mich klammheimlich verdünnisiert. In ein Taxi, nach Haus, in ein Bett. Nun hat sie kommingen Hubert gut gelaunt heim. Ich frage, na, wie war es dann? Ach, sagt er, es war so langweilig. Da han ich mit ein paar Freunden nebenan in der Wirtschaft Karte gespielt. Aber du weißt nicht, Löwe, was dem Mann passiert ist, dem ich mein Kostüm gelehnt habe. Und jetzt ja nicht noch ein Stündchen bei die Aalsee und dann lehne ich mich mit der Futter in das Bett. Bis demnächst, über Zenkmanns Gett. Ja! Lief, Festglaubensfreunde, das war mit ihrer Ehe-Rede, wunderbar mit ihrer eigenen Rede, das Original Zenkmanns Gett und Inge von der Lohe. Oh ja, Liebe Mannes, Jude Kehl, bewochste Sie bitte. Ja, Gettchen. Schön, dass du heimschauen müssen, die hängen nicht fertig. Danke, liebe Mannes. Und wir bedanken uns im Zenkmanns Gett und Inge von der Lohe für die herrliche Rede, in der wir ausrufen, dreimal von Hetze, Kölle! Kölle! Und noch ein Kölle! Und jetzt ab in der Rieler Heimstätte. Tschüss zusammen. Ja, aber die Aalsee. Ja, wunderbar. Da sind Sie, A.T., das bekannte Duett Quetsch und Flitsch, meine Herrschaften. Und jetzt schön aufgepasst hier. Sie erleben jetzt hier Quetsch und Flitsch. Wann mir 2 Arsch viel Geld hätte, bis Puffen voll ne Schrank, täte mir vielleicht die Welt rette. Aber nicht die Deutsche Bank, denn die mäht uns krank, wie all die anderen, die mit Geld wette. Die verzocken sich, dann sind sie blank. Alle Tant ist nicht systemrelevant, drum hätt dat ärme Irm auch keinen Rettungsschirm. So ja, der Bitter, der staunt, se hätt kein Twitter-Account. Schwad ob der Straß wird gesagt, statt virtuell in Blogs. eBay, min Tant bestellt on eBay. Sie seht dat ich Google, geb ich mir lieber die Kugel. Och, de Piratenpartei geht am Arsch ihr vorbei. Sie hätt noch nie nen App downgeload im Web. Facebook, da kriegt sie immer ein Facebook. Nur weil sie nicht Simpson twittert, ist sie noch lang nicht verbietet. Sie singt am liebsten schön laut, das ist jod jähe Burnout. Und so manches Event hätt sie total verpennt. Neulich blieb bald der Speifert, sie sorge dich de Mann ein iPod. Wann sie de Butzichens versaut hätt, läuft sie nicht am Designer-Outlet. Schlei dir ob der Kopf zu en Grad, ist dat Milieu adäquat. Denn Migrationshintergrund und Frust sind ungesund.
Drum zeig mein Tant, was sie kann. Hier rot der Ackermann. Und wie systemrelevant, kriegt ne Milliardenrettungsschirm in der Hand. Mein Tant. Weine nicht, wenn dein Kölsch umfällt. Penkler, Schepperspritz. Es gibt einen, der Neues bestellt. Penkler, Schepperspritz. Wer nach dem 10. Kölsch schon bricht, verträgt das 11. auch sicher nicht. Alles geht nicht rein, darum lass es sein. Augenblick, bei dem Liedchen können wir natürlich prima mitsingen, ne? Aber nicht Dam-Dam, wie der Drafi damals gesungen hat. Ne, der Drafi, der war ja auch ein bisschen Dam-Dam. Ne, wir machen das wie in der Comic-Heftchen. Wir singen Penkler, Schepper, Spritz. Alles klar, los Flitschen. Nimm nen ganz neuen Deckel hier. Penkler, Schepperspritz. Was du intus hast, sagt er dir. Penkler, Schepperspritz. Wer nach dem 10. Kölsch schon bricht, verträgt das 11. auch sicher nicht. Alles geht nicht rein, darum lass es sein. Sie trägt den goldenen Ring von dir. Penkler, Schepperspritz. Sie ist einsam, doch wir bleiben hier. Penkler, Schepperspritz. Und wann die Anop schluffe geht, ob man ja mal sicher noch nicht. Alles geht vorbei, Hück auf ein Zimmer hei. Alle Säufer singen, Narmotiken mag ich nicht, weil man da einfach drüber wischt. Die Holzdick stinkt nach Alkohol, da fühle ich mich wohl. Alle Säufer singen, Ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Ja, bist du soweit? Ja, Es gibt Biere auf dieser Welt. Penkler, Schepperspritz. Von denen man hier in Köln nicht zählt. Penkler, Schepperspritz. Wer nach dem 1. Altbier bricht, dem sagen wir, Freundchen, wunder dich nicht. Altbier ist ne Schweinerei, drum bleibt dem Kölschen treu, Kölschen treu. Ja, lieb Fastelovensfreunde, das waren Quetsch und Flitsch, der Walter Öpen und der Wolfgang Seifert. Die Songs waren von Walter Öpen. Liebe Mannes, reich Ihnen bitte die Wurst. Ja, wir haben leider keine Grammy und eine Kölsche Grammy, jedes Jahr nicht. Aber wir haben einen Bursch und was die auf den Wort bringen, sind immerhin 0,5 Kilogramm. Und wir bedanken uns mit einer Rakete an die Wehre, Kommando 1, 2, 3, aha! Kommando 1, 2, 3, aha! Kommando 1 und 2 und 3, aha!
Marsch und Flitsch dreimal kräftig. Kölle! Kölle! Und uns Kölle! So, Fastelavonds Freunde, ist immer hier im Fädel Kölsch, brasilianische Nacht durchschwachen. Und die Straßensetzung ist am Ende angekommen, wir hoffen, es hätte euch gefallen. Ja. Und jetzt, das letzte Mal rufen wir auf noch uns aus, ob uns Heilige Vater steht und uns ewige Kölsche Muttersprache und unsere Jode alle Kölsche Faste Lehre dreimal aus dem tiefsten Hetze. Kölle! Kölle! Und noch eins Kölle! Das Wort.